Tja, die Geschichte, die ich nun vorlesen will, das ist ja Quatsch. Die Weihnachtsgeschichte, wie Josef und Maria nach Bethlehem kommen müssen, um Tell zu waren, die kennt ihr nur all. Aber was so hinter den Kulissen passiert ist, das war ich nur mal vertellen. Als nun gut wäre, dass Maria und Josef in ein Stall-Quartier abschlagen würden, da käme der Erzengel Gabriel noch mal heimlich von Heben runter, im Not zu kriegen, dass er auch eins in der Reich wäre. Das will ja auch für so einen Erzengel in sein Grotwilden schwor zu begreifen, warum das nun just so ein elendigliche Bude sein muss, wo eins der Herr auf der Welt kommen soll. Und sein Weg nix wieder wäre als ein Vordergriff. Man, Gabriel wollte zumindest den Wind noch Order geben, dass er nicht so doll durch die Ritzen fliegen soll. Und die Wolken, die sollen sich man auch vertrecken. Nicht, dass sie mit ertrons, das lütje Jesuskind noch klöder nackt mochten. Und weil das Licht in den Laternen wäre, so kriegt das noch mal Bescheid, sich heel trüg zu holen, um nicht heller zu schien als die Weihnachtsstern. Tja, die Erzengel, die scheucht auch an, die Lütierten gehört. Die Asseln, die Spinnen und die Müs. Gar nicht gut zu denken, was Mutter Maria toastört wäre, wenn die sich vertüts über den Mus verjoch haben. Man bloß Esel und Oss kon blieben. Der Esel für die Flucht nach Ägypten und der Oss, der wär so groß und so fuhl, dann kon all Engels in dem Tosom nicht gut bewegen. Ob letzt verteilte Gabriel noch ein Schor lütte Engeln auf der Decksporen rundum. Das wären weg von der Lüttenschlacht, die bloß aus Kopf und Flügeln bestohlen. Sie sollen doch mal bloß so hucken und forts Bescheid geben, wenn uns mit Jesus in sin Armut wat Löges drohen wird. Dann keek er sich noch mal um und dann flög er mit sin großen Pflückens in den Luft nun heben to. So wie so gut. Und doch nie so ganz. Denn da huckte noch so ein lütschen Floh an den Boden von der Futtergröf und schlöp. Das lüt weiß, wer der Erzengel nicht wies wollen. Versteht sich. Was hätt so ein Erzengel auch mit Flöhen zu kriegen? Ja, als nun das Wunder geschehen wäre und das Kind leicht aber heftig auf das Stroh, so leblich und so proper, da käme der Engels unter Deck nicht mehr an sich holen. Und für Freud, das muss er nochmal machen, da konnte der Engels unter Deck nicht mehr an sich holen. Für Freud und Gurten in der Griff erst und schwamm duven. Der ein fächerten im Söldner Rockto und andere tuxten das Stroh zurecht und mit einem Jahr kein Spier drücken und kniepen die. Wie das Rascheln würde Floh wogen in das Stroh. Käm net grün und Gräsen, denn er dacht, dass sie im Allwetter am Kleid wollen, als Jümmers. Und er sprung in die Krüff hin und her und versech Asien Tricks. Und ob letzt in sin grötzte Not in das Ohr von der Gotteskind zu wuschen. Vergif mi, schmüstete Floh ohne Atem. Mann, ich kann ja anders. Die bringt mich über die Kant, wenn die mich sofort kriegt. Ich mag mir auch fort, wer das dünn, lebe Jesus. Lob mir mal bloß erst mal, wie's waren, wie ich das mogen soll. Er öchte hierhin und er öchte dorthin und dann hat er auch fort zum Plan. Hör to, sie he. Wenn ich mich fix in Geschmier schmieden do. Und wenn du still holen deist, so Danny, kon ich wiss den Kohlkopf von den heiligen Josef recken und von dort weg krieg ich wohl das Fensterkreuz und die Tür fort. Spring mal tau, seht doch, let Jesus lesen, ich hol still. Und da sprung Floh. Man, Dobi Kettel he dat Kind Lüt beten, als he sich die Bein unter den Bug zurecht tuchste. Und diesen Augenblick statt der Mutter Maria ein Kerl in sie. Denn he wär sachten inschloppen. Du kick doch mal, seh Maria selig. Dat Kind, dat kann er lächeln. Tja, und der Floh? Na, der hat das wohl bis zum Fenster gut schafft, denn ich hab nie wieder was von ihm hört.